Was werden wir beginnen? Ich sag es meinem Mann. Seid ihr nicht recht bei Sinnen? Wir gehen ja nur daran, da wird der Spaß zu Ende, bevor man lachen könnte. Nein, 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 wir denken ja nur daran. Nein, nein, das geht nicht an, nein, das geht nicht an. So höret meinen Plan. Wir locken ihn mit Weiberlist in eine sichere Falle. Und wenn er drin gefangen ist, verhören wir ihn an. Ja, ja, so soll es. Wir locken ihn mit Weiberlist in eine Falle. Und wenn er drin gefangen ist, verhören wir ihn an. So eilen wir sogleich zur Not und heute noch zur schlauen Tat. So eilen wir sogleich zur Rat und heute noch zur schlauen Tat. Und dann nehmen wir jetzt zusammen wir sinnen keinen Scherz. Ja, wir kühlen deine Flammen, wir kurieren dir das Herz. Liebst und baue eine Schwäche, noch in dieser Wasserrad. Doch mit dem tausend Regen, doch mit dem tausend Regen, alle Damen, alle Damen, alle Damen, und gehen wir jetzt zusammen, einer locken dich heran. Doch mit dem tausend Regen, alle Damen, Nun, liebe Herren, da wären wir. Ich bitte ohne Umstand einzutreten und mit uns ein bescheidenes Nachtmahl einzunehmen. Ihr werdet auf eure Kosten kommen, denke ich. Leider, mich müsst ihr entschuldigen, lieber Nachbar. Aber meine Frau erwartet mich zu Dampfnudeln, wenn es recht ist. Und ich habe die Einladung des Herrn Reich angenommen. Verzeiht mir, aber ich möchte auch zu gern mit der süßen Anna Dampfnudeln speisen. Brav, Junker Spärlich, nur nicht nachlassen, wenn ihr auf meine Tochter Anna Eindruck machen wollt. Ihr wisst, meinen väterlichen Segen habt ihr. Oh ja. Auch wenn meine Frau, haltet zu Gnaden, Dr. Caius, mehr mit euch liebäugelt. Liebäugelt? Parbleu! Und ich habe gelesen in die schönen Äugeln von Fräulein Tochter, Sie lieben mehr. Oh, süße Anna. Ich fürchte, lieber Doktor, da lest ihr eine trügerische Schrift. Comment? Schrift? Die Weiber machen überall schöne Augen. Ich weiß das von meiner eigenen. Beim Himmel, Gnade dem Liebhaber, den ich mal bei ihr ertappe. Aber Nachbar Flut, wer so eifersüchtig ist, kränkt nur seine tugendsame Hausfrau und macht sich leicht zum Gelächter. Und ihr werdet noch eurem Weib so lange alles nachsehen, bis ihr selbst das Nachsehen habt und den allerschönsten Kopfschmuck mit euch herumtragt. Lehrt mich die Weiber kennen. Ich sag's ja, ihr seid unverbesserlich. Was streiten wir also? Wer streitet? Ich? Gehen wir lieber, unsere Frauen warten. Guten Abend. Guten Abend. Und ich bleib dabei. Man soll seine Frau nicht zu lange allein lassen. Kommt, Sohn Spärlich, wir wollen es uns gemütlich machen. Ist es vergönnt, Herr Reich? Bitte ein Wort nur. Schon wieder dieser Fenton. Was wollt ihr? Einen Augenblick allein mit euch reden.